Und wir steigen ein in diese Geschichte. Wir haben eine neue Serie, die heute startet und wir wollen die ganze Serie miteinander verbringen. Wir haben diese eine Geschichte, der wir nachgehen und es ist eine absolut spannende Episode der Weltgeschichte. Weil ich würde behaupten, egal ob jemand Christ ist oder Atheist oder was für ein Ist man sein kann, es gibt ein Ereignis in dieser Weltgeschichte. Das hat den Lauf verändert und hinterlässt bis heute unglaubliche Spuren. Es ist ein Ereignis vor 2000 Jahren im Nahen Osten, in Jerusalem. Und es ist, als hätte damals jemand einen Felsbrocken, irgendeinen Stein ins Wasser der Weltgeschichte geworfen und das wirft seine Wellen bis heute. Es ist eine Bewegung entstanden, die eine Dynamik hat, die kann niemand streiten. Das Christentum ist losgebrochen zu dieser Zeit. Man kann sich fragen, was hat den Ausschlag gegeben? Was war so gewaltig, dass diese Wellen nicht nur abgeebbt sind, sondern bis heute um die Welt rundherum gehen? Und genau da wollen wir zusammen eintauchen. Und es ist spannend, das ist eine Geschichte, die ist genauso hoffnungslos wie das, was wir gesehen haben. Eine Frage für die Kinder: Wie lange überlebt man ohne Wasser? 3 Tage höre ich. Also das ist wirklich eine hoffnungslose Situation. Die Quelle ist versiegt. Es hat kein Wasser. Das heißt, die Grundlage für alles Leben ist zerstört. Und jetzt haben wir in der Bibel diese Geschichte. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Und jetzt erklärt Jesus seinen Jüngern: Leute, hört mal, bei mir findet ihr die Quelle des ewigen Lebens. Eine andere Art von Quelle. Dann ist er aber mit ihnen unterwegs und spricht nicht nur von der Quelle vom ewigen Leben, sondern er sagt auch, in diesem Leben hier, lesen wir im Johannesevangelium, schon in diesem Leben will ich euch die Fülle der Freude bringen, die Fülle des Lebens bringen. Also Jesus gibt seinen Jüngern unglaublich große Versprechen oder Zusagen, die mit Leben zu tun haben. Und dann sagt Jesus, wisst ihr, wenn ihr so herumschaut, wenn wir nur dieses eine Leben haben, das hier auf dieser Welt stattfindet und es endet plötzlich, dann ist es eigentlich, als wäre man tot. Es läuft alles auf das Sterben und auf den Tod zu. Es kommt mir vor wie in dieser Geschichte, die wir gesehen haben, oder? Ohne Wasser, ja gut, die Zebras mit den Löwen ist sowieso schon schwierig, aber ohne Wasser bedeutet es für alle das Ende, oder? Das Ende, es ist aus und vorbei. Und heute gibt es ganz viele Menschen, die haben ein unglaublich schönes Leben. Wenn ihr in die Schule kommt, morgen, und ich weiß nicht, wer morgen zur Arbeit geht, vielleicht auch Ferien hat, wieder startet. Die Leute erzählen aus den Ferien. Was wird da erzählt? Vom schönen Ausflug. Jemand ist vielleicht ans Meer gegangen, jemand in die Berge. Man hat tolle Sachen gemacht. Jemand erzählt vielleicht von irgendwelchen Pleiten und Pannen, die man hatte. Oder vom guten Essen da und dort. Das sind alles gute Dinge. Aber es ist nicht gut, wenn das alles ist. Wenn es nur bei dem bleibt. Die Bibel beschreibt diesen Zustand, wenn man nur dieses irdische Leben hat, tatsächlich als Tod. Ich habe einen Vers mitgebracht, der bringt das mega krass auf den Punkt. Epheser 2, Vers 1. Da heißt es, aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet nichts von ihm wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bringe euch Leben. Und wenn wir in der Bibel lesen, sagt sie uns, wenn wir diesen Jesus, wenn wir diesen Gott nicht haben, bedeutet es für uns, als wäre die Quelle ausgetrocknet. Als gäbe es keine Zukunft, kein Leben, das weitergeht. Wenn wir von Gott getrennt sind, bedeutet das wie ein geistlicher Tod. Und jetzt haben wir in dieser Bibel diese Geschichte. Was ist da passiert? Es ist tatsächlich auch eine sehr hoffnungslose Geschichte. Es ist davon die Rede, dass dieser Jesus, der dieses Leben versprochen hat, plötzlich selber tot war, gestorben ist, am Kreuz hing. Wir lesen davon, dass die Soldaten ihm einen Speer in die Seite gerammt haben und es kam da Wasser und Blut heraus, ein Zeichen, dass wirklich der biologische Tod eingetreten ist. Man hat diesen Jesus von dem Kreuz weggenommen, in ein Grab gelegt, ein Stein vorne dran, so wie man mit den Toten umgeht.
Und ihr könnt euch vorstellen, was das für eine hoffnungslose Situation war. Vielleicht so wie bei diesem Treffen mit den Tieren, oder? Oh, alle Hoffnung auf Leben auf einmal weg. Und wir lesen, wie diese Jünger, diese Nachfolger von Jesus zusammenkamen. Sie haben sich irgendwie verdrückt, haben das Weite gesucht. Sie wussten nicht recht, was sie tun sollten. Sie waren richtig verwirrt. Es hatte da ein paar Frauen dabei, die waren sehr treu, die mochten Jesus sehr, die haben Salben und Öle gekauft und haben sich vorgenommen, sobald der Sabbat, der Ruhetag vorbei war, wollen sie zum Grab gehen und diesen toten Leichnam wenigstens noch die letzte Ehre erweisen und einbalsamieren. Und da lesen wir, genau das haben sie gemacht. Sie sind aufgebrochen dann früh am Morgen. Ich lese aus Lukas 24, ab Vers 1. Da heißt es: Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Also die Frauen kommen, sie gehen am Morgen früh zum Grab, sie erwarten, einen Leichnam zu finden, den sie einbalsamieren könnte. Ein bisschen gruselig, oder? Und jetzt kommen sie zum Grab und der Stein ist weggerollt. Da haben sie nicht gejubelt, sondern es kamen Fragezeichen. Was soll jetzt das? Was ist hier los? Sie waren verunsichert, aber sie waren auch mutig. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Wer hätte sich das getraut? Jemand hat sich gemeldet, ein paar mehr, ja. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. An anderer Stelle lesen wir, dass sie dachten, oh, vielleicht hat der Gärtner jetzt diesen Leichnam gestohlen. Sie waren verwirrt. So, eine Frage, jetzt morgen beginnt für viele der Schulalltag wieder oder eine neue Lehre, Ausbildung, wie auch immer. Wer ist da manchmal auch ein bisschen irritiert, verwirrt, vielleicht nervös, hat Angst, erwartet, weiß nicht genau, was er erwarten soll? Auch einige. Ich glaube, das ist ein ganz normales Gefühl. Und es gibt noch etwas Zweites. Manchmal sind wir auch verwirrt oder unsicher, was der Glaube an Jesus betrifft. Auf jeden Fall sind wir hier in dieser Story genau in so einer verunsicherten Situation, wie in dieser Geschichte mit unseren 3 Freunden, die wir gehört haben. Hoffnungslos, Quelle für das Leben am Versiegen, die Dürre droht, die Freundschaften drohen zu zerbrechen. Ich frage mich wie das herauskommt mit dieser kleinen Maus und dem Löwen und dem Zebra und so weiter. Yes, Mike die Maus hat wirklich gute Neuigkeiten, oder? Aber, wie ist jetzt das? Die Maus ist klein und unscheinbar und der Löwe groß und stark. Und das Zebra graziös. Was denkt ihr, werden sie der Maus glauben oder nicht? Der Löwe, der so viel gebuddelt hat, das Zebra, das so weit gelaufen ist, werden sie der Maus glauben, dass die irgendwie das Wasser gefunden hat? Okay, Abstimmung. Wer denkt, der Löwe und das Zebra glauben der Maus? Wer denkt, sie glauben nicht? Oh, die Mehrheit. Okay, müssen wir nicht nachzählen. Ja, man könnte sagen, dumm gelaufen, dass ausgerechnet die Maus diese Quelle gefunden hat. Wie, ist blöd, oder fast, könnte man sagen. Wir lesen mal ein Stück weiter in diese Geschichte, in die wir auch eingetaucht sind. Von diesen Frauen, die zum Grab gelaufen sind, die hineingegangen sind, die ja mutig waren. Jetzt stehen sie da drin und finden keinen Leichnam, sind verwirrt, wissen nicht, was das Ganze soll. Und es geht ihnen ähnlich wie dieser Maus. Plötzlich passiert etwas. Plötzlich traten 2 Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Männer. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden.
Was für eine Nachricht. Ich kann mir vorstellen, wie diesen Frauen der Mund nur noch offen stand. Was? Dieser Jesus soll auferstanden sein. Das Wasser ist ja gar nicht weg. Es gibt ja eine neue Hoffnung. Und wenn dieser Jesus die ganze Zeit von diesem Leben, von diesem ewigen Leben und so weiter erzählt hat und er hat tatsächlich die Macht über den Tod, er ist stärker als der Tod, er kann auferstehen, dann bedeutet das ja, dass es tatsächlich eine Grundlage gibt, darauf zu hoffen, daran zu glauben, dass dieser Jesus tatsächlich Leben schenkt. Dass dieser Jesus tatsächlich ein Leben in Fülle schenkt auf dieser Welt und ein Leben in Ewigkeit, dass er die Quelle dafür ist. Wir müssen diese Frauen gestaunt haben. Und es geht dann weiter. Denkt doch daran, haben diese Engel gesagt, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn, das ist Jesus gemeint, muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am 3. Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Schon spannend, oder? Die Engel sagen, hey Leute, überlegt doch, was Jesus euch die ganze Zeit gesagt hat. Er hat ja genau davon erzählt, dass er sterben muss und wieder auferstehen wird. Habt ihr das vergessen? Habt ihr es nicht geglaubt? Habt ihr es nicht für möglich gehalten? Und die Frauen erinnerten sich daran. Und ich habe nur gedacht, wie cool, wenn wir die Worte von Jesus lesen und hören, wenn wir es in der Bibel lesen, im Kids-Treff, im Gottesdienst hören und wenn wir sie behalten, wenn wir sie uns zu Herzen nehmen und nicht uns Engel erschrecken müssen, um uns daran zu erinnern. Die Frauen haben sich diese Worte auf jeden Fall behalten. Und sie haben eine Neuigkeit. Ich glaube, sie können wie diese Maus nicht warten, um diese weiter zu erzählen. Und genauso heißt es dann auch, sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den 11 Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus und noch etliche andere. Und jetzt ein paar Informationen, vielleicht besonders für die Erwachsenen. Wir machen eine kleine Kontextanalyse. In der Zeit, in der diese Geschichte passiert ist, vor 2000 Jahren im Nahen Osten, wie war das da? Im jüdischen Umfeld. Wir lesen in der Bibel auch, dass wenn eine Sache bezeugt werden musste, dass es dann 2 oder 3 Zeugen brauchte und wir wissen aus dem Umfeld damals, das mussten männliche Zeugen sein. Mit anderen Worten könnten wir sagen, ein bisschen dumm gelaufen. Wieso? Wieso wählt Gott ausgerechnet Frauen aus, deren Zeugenaussage damals nichts galt, nichts bewies, um diese wunderbare Botschaft zu den anderen zu bringen? Es kommt mir ein bisschen vor wie in dieser Geschichte, diese kleine Maus, die unscheinbare, wird der Löwe das glauben? Wohl kaum. Wie ist es da mit den Jüngern? Da denken die, oh, das ist nur ein komisches Geschwätz. Oder was soll das? Hat Gott das irgendwie falsch geplant? Hätte er da nicht den Petrus, den Jakobus, den Johannes oder weiß auch nicht wen schicken müssen, diese Botschaft zu empfangen? Das erste Spannende ist ja schon nur mal darüber nachzudenken, dass Gott ja offensichtlich diese Frauen ausgewählt hat, dass sie diese wunderbare Botschaft als erste erfuhren und weiter erzählen konnten. Aber dann steckt ja noch mehr dahinter. Für mich ist das etwas sehr Mutmachendes. Da hat Gott Leute ausgewählt, die gehörten damals nicht zu den großen Mächtigen, zu den starken Leuten mit dieser wunderbaren Botschaft. Das heißt, Gott wählt vielleicht auch mich aus, vielleicht auch dich aus, um diese Botschaft zum Menschen zu bringen. Diese wunderbare Botschaft. Er sucht nicht die Mächtigsten, die Stärksten. Finde ich sehr spannend. Macht mir Mut. Ja, wir wollen auch schauen, wie das weitergegangen ist in unserer Geschichte. Wir haben die Leute reagiert, als diese Frauen gekommen sind und gesagt haben, Leute, wir haben etwas gesehen, ihr glaubt es kaum. Wir haben wohl die reagiert. Wir haben wohl die reagiert. Schauen wir mal, was da passiert ist. Ich lese weiter. Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort.
Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, sah er außer den Leinentüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. 2 Dinge will ich allen von euch, egal ob groß oder klein, jung oder alt, mitgeben. Das erste ist diese Botschaft, dass Jesus auferstanden ist. Das ist eine super krasse Botschaft. Ich meine, dass Jesus tot gestorben ist und im Kreuz irgendwie da umgekommen ist, das hat kleine Wellen geworfen. Die sind schnell abgeebt. Das hat die Leute wahrscheinlich kaum weiter interessiert. Hinrichtungen gab es damals am Laufmeter. Aber wenn einer von den Toten aufersteht, könnte es sein, dass dieses Ereignis, das Wellen wirft, bis heute um die ganze Welt, Jahrtausende lang, global, die immer größer werden, könnte es sein, dass an diesem Ereignis tatsächlich mehr dran ist? Könnte es sein, dass das wirklich die beste Botschaft ist, die die Welt haben kann? Das ist das Erste, was ich dir aus dieser Geschichte mitgeben möchte. Wenn du an das glaubst, wenn du diesen auferstandenen Jesus glaubst, hast du die beste Botschaft in dir, die trägst du mit, wie diese Maus die beste Botschaft hat, wie diese Frauen diese hatten, du hast die bei dir. Und das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, sei mutig und erzähle es ruhig weiter. Die Frauen, die konnten kaum warten, das wahrscheinlich weiter zu sagen. Und sie haben sich nicht gescheut, sie haben nicht gedacht, die hören uns eh nicht zu, die glauben uns eh nicht. Sie sind einfach hingegangen und haben es erzählt. Und das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, es kann gut sein, dass Leute nicht glauben, dass sie verwirrt sind, dass sie denken, der spinnt, die spinnen. Heute sowas zu sagen, das kann doch nicht sein. Genauso haben die Leute damals auch reagiert. Das funktioniert doch nicht, das ist alles blöd. Aber es ist trotzdem eine Ermutigung in dieser Geschichte drin. Offensichtlich dieser Petrus und auch andere sind aufgestanden, hingegangen und wollten es mit eigenen Augen sehen. Diese Maus Mike hat ihre Freunde, den Löwen, das Zebra überredet, kommt und kommt wenigstens mal mit und schaut. Und vielleicht darf das ja auch ein Teil dieser wunderbaren Botschaft sein. Einfach aufzustehen, kommen und schauen. Und es ist ja schon sehr spannend. Ich habe am Anfang diesen kurzen Text gelesen im Epheserbrief in der Bibel, wo beschrieben wird, dass ohne Jesus wir wie geistlich tot sind. Da hieß es ja, aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Und dann wird 2 Bibelverse lang beschrieben, was das bedeutet, so geistlich tot zu sein. Machen alles, was die Welt für Leben bietet und am Schluss ist einfach alles vorbei. Ohne ewiges Leben, getrennt von Gott. Und dann heißt es aber weiter, ein bisschen später, nachdem alles das beschrieben wird, aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot, doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Diese kurze Geschichte von diesen Frauen, die zum Grab gehen, die macht Mut. Die haben sich vielleicht schwach gefühlt, aber sie waren mutig und stark und sind gegangen und haben es den Jüngern weitererzählt. Und es ist der Anfang einer unglaublichen globalen Bewegung. Und wir werden miteinander, Kinder, Teenies, Erwachsene, in den nächsten Gottesdiensten weiter an dieser Geschichte dranbleiben, weil wir wollen noch mehr erfahren, was hat diese unglaubliche Dynamik ausgelöst? Wie ist das gekommen? Was können wir auch daraus nehmen? Und heute dieser kurze Einstieg möchte ich euch mitgeben, auch als eine Ermutigung. Ich habe dieses Symbol, stark, mutig sein. Ich habe das wie ein kleiner Action-Step für euch, um mit nach Hause zu nehmen. Am nächsten Sonntag geht es dann weiter und es kommt ein weiteres Symbol dazu. Es werden 5 Symbole im Ganzen. Und ich möchte heute euch allen diese Symbole schenken und euch bitten, vor allem das erste mitzunehmen für diese Woche. Ihr dürft mutig sein. Ihr dürft mutig auch mit dieser Botschaft, Jesus ist auferstanden, unterwegs sein. Genau, ich möchte euch das mitgeben, weil ich glaube, es ist wichtig zu wissen, besonders diese beste Botschaft der Welt, dass Jesus auferstanden ist. Gott gibt das nicht nur den großen, starken Leuten, den Mächtigen, denen mit dem lautesten Mund oder so, sondern er gibt sie uns allen. Wir dürfen hingehen
und mutig sein und sie einfach weitergeben. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr mögt, dass wir doch zusammen aufstehen für ein Gebet, um zusammen auch Gott zu bitten, uns mutig zu machen. Ja, Jesus, wir kommen zu dir. Im Gebet reden wir mit dir. Und ich will dir Danke sagen, dass wir diese Worte gehört haben, dass wir sie lesen können, dass wir zurückschauen können, was hat diese globale Dynamik ausgelöst. Es ist nicht, dass du gestorben bist am Kreuz, sondern es ist, dass du diesen Tod besiegt hast und auferstanden bist. Und es ist so etwas Überraschendes, so etwas Einzigartiges. Ja, es ist vielleicht ganz normal, dass es manchmal schwerfällt, das überhaupt zu glauben. Aber wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass du uns das bezeugst und vielleicht, dass du ganz bewusst auch Zeugen geschickt hast, die davon erzählen, die nicht so viel gegolten haben, deren Aussage man nicht so ernst genommen hat. Weil die Kraft in der Aussage liegt nicht in den Menschen, die sie bringt, sondern in der Aussage selbst. Du, Jesus, bist auferstanden. Und ich will dich bitten, Jesus, dass du uns auch mutig machst. Mutig einerseits hinzuschauen, zu schauen, was ist da wirklich dran an der Geschichte. Mutig sein, das zu überprüfen und mutig sein, es für möglich zu halten, dass du Gott vom Tod auferstehen kannst. Etwas, was in der Welt eigentlich unmöglich ist. Ich will dich aber auch bitten, dass du uns mutig machst, diese Botschaft weiterzutragen. Und wenn wir denken, ja, ich bin vielleicht nur ein Kind, die Erwachsenen sollen es tun, dann will ich dich bitten, Jesus, schenk den Mut, gerade auch für Kinder. Vielleicht gibt es auch Leute, die denken, ja, ich bin schwach, diejenigen, die stark sind, der Pfarrer oder so soll das tun. Ich will dir zusprechen, Gott will dich senden. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich stecke gerade in einer Krise. Diejenigen, die da raus sind, die sollen das machen. Aber in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, hat gerade Gott die Leute geschickt, die in einer Riesenkrise steckten. Und ich möchte dir zusprechen, Gott möchte dir diesen Mut schenken. Wir lesen, seid wachsam und steht fest im Glauben, seid entschlossen und seid stark. Und ich darf dir diesen Segen, diesen Spruch mitgeben, weil Jesus selbst hat versprochen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und er hat gesagt, ich bin mit euch bis ans Ende der Welt. Und Embrach gehört noch nicht zum Ende der Welt. Jesus ist mit dir, mit dieser Botschaft und er gibt dir Kraft. Ja, wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass du die Antwort bist auf Fragen, auf viele Fragen, die Menschen stellen heute in der Welt. Fragen nach mehr, ob das alles ist in diesem Leben. Danke, Jesus, dass du Hoffnung bringst in die Dunkelheit. Danke, Jesus, dass du nicht nur die Antwort bist, sondern auch den Weg dazu zeigst. Dass du das Licht bist in der Welt und die Botschaft nicht auch uns Menschen zeigen soll, sondern auf dich zeigen darf, der du den Tod überwunden hast. Amen.